ist ein Überfall und kein Stock 50. Moin! Schön, dass ihr da sind. Jawohl. Wir habt uns alba nicht freit. Und wir habt auch was vorbereitet. Ne? Lebe Lüd. Prost. Ob diesen Klönschnack an Sonntagnachmittag. Klönschnack 2. Klönschnack 2 mit der Tüdelband. Malte hat den Klönschnack-Pot. Schön mit schwarzen Kaffee. Also Kaffee. Sowas Schönes, ne? Team Ja. Malte. Und hier schön mit dem Moin-Tass. Prost erstmal. Ne? Tee, ne? Schön, dass ihr dabei seid, für alle, die nicht Klatschnacken. klatschnacken. Wir freuen uns sehr auf unseren zweiten Klönschnack hier heute und hoffen, euch geht das gut. Genauso gut wie uns hier gerade mit Kaffee. Macht es euch gemütlich, genießt die. In St. Pauli ist es sonnig und ich weiß nicht, ob man das hier so gut sieht, aber hier scheint die Sonne. Ich hoffe bei Allerbest. euch auch. Ja, übers Wetter haben wir geredet, ne? Ja, dann kann ja nichts mehr kommen. So, alles gut. Das haben wir abgehandelt, wunderbar. Es ist schön, wir wollen das hier einmal pro Monat machen. Gerne live. Deswegen sind wir wieder hier. Jetzt schon zum zweiten Mal, womit es, habe ich mir ja immer sagen lassen, jetzt auch schon traditionell ist. Der Klönschnack. Der Klönschnack ist Jo. jetzt schon eine Tradition. Kommodig, ne? Gemütlich und Tradition. Wir haben letztes Mal das ja zum ersten Mal gemacht und ihr erinnert euch, dass wir verschiedene kleine Kategorien hier und da hatten. Die sind natürlich auch diesmal dabei, aber ein kleiner Rückblick sei uns gegönnt. Letztes Mal haben wir den Hashtag des Monats und die Emoji-Kombination des Monats eingeführt. Das wollen wir dieses Mal auch machen. Ja, genau. Wer erinnert sich? Hashtag des Monats wäre WNAG. Also, was nicht eins Gift. Und ja, es gab nette Beiträge und wir haben die schönsten beiden Bilder hier nochmal für Haben uns wir. alle. Ich hoffe, Haben hier, wir. das funktioniert jetzt hier. Muss einmal sehen, gucken. ne? Da, ja. Allerbest. Guckt euch das hier, an. ne? Die Tüdelfans wären aktiv. Immer so ein wunderschönes, lüttet, was soll ich denn? Meerschwein? Meerschwein. Gibt es noch ein Blöd. Wort auf Platt? Ich will das Meerschwein. nicht. Ich will sagen Gift das Meerschwein, ne? Meerschwein im Plattdeutsch? Ja, Meerschwein. Und dann noch so einen richtig großen Bassverstärker. Das ist ja für alle Nicht-Musiker-Nerds, die zugucken, das Witzige an dem Bild sind die Tausenden von Mikrofonen. Till, ich hoffe, es klingt genauso geil, wie es aussieht. Was nicht eins gibt. Was auf nicht jeden eins Fall. gibt. So, Und das war sehr schön. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr den benutzt habt und auch die Emoji-Kombination. Ich habe sie sehr häufig benutzt, allerdings auch viel offline. ach Das was. kann ich. Ja, so ist das. Ne? Joa, ja, schön, dass ihr da seid. Ich gucke hier einmal gerade wieder als Sidekick in. Schön an die Grüße. Grüße euch alle, die ihr hier geschrieben habt. Moin zurück, hallo zurück und Doppel-Hallo auch zurück. Schön, dass ihr da seid alle. Den Hashtag der Woche und die Emoji-Kombination der Woche soll es auch diesmal geben. Des Monats. Des Monats, entschuldigt. Und wir haben uns wieder was ausgedacht. Die Emoji-Kombination, mit der möchten wir anfangen, ist die hier. Ich hoffe, auch das funktioniert jetzt. Zack, da seht ihr sie. Und für alte Lüd, ne, einmal auf Hochdeutsch, Bein, Herz, Flasche, Bier. Oder, ob Plattdeutsch, Bein, Hart, Flasch, Bier. Oder Bär. Das ist natürlich eine Referenz an eine andere bekannte norddeutsche Musikgruppe. Ne? Wir grüßen an dieser Schöne Stelle Grüße an die Kollegen. Das ist die Emoji-Kombination des Monats. Bainhard Flash Bier oder Flash Bär. Benutzt sie, haut sie raus, denkt dran, mit sowas ein bisschen Spaß kann Ja. das Leben durchaus bereichern. Ja, Allerbest. so ist das. So. Wo wir nämlich gerade bei ein bisschen Spaß dabei sind. Es ist ja auch so, dass auch die Tüdelband als plattdeutsche Combo hier in Plattdeutschland nicht ganz von dem verschont ist, mitzukriegen, was da draußen in der Welt abgeht. Deswegen haben wir diesen Monat ein etwas ernsteres Thema als Hashtag zur Verwendung gefunden. Den trage ich bereits. Der Hashtag Wir sagen Moin. Jawohl. Viele von euch, ihr kriegt sicher hoffentlich auch mit,
dass vor den europäischen Außengrenzen gerade einige Sachen nicht ganz so gut laufen. Und Na, also das ist nicht ganz so gut laufen ist halt auch Plattdeutsch ausgedrückt. Also es sieht ganz mies aus für viele Menschen. Und Hashtag Wir sagen Moin ist eine Aktion von verschiedenen Leuten gewesen und das wurde 2015 richtig bekannt gemacht. Ja. Von Leuten, erstmal ging es von Flensburg aus. Genau, wir sagen Moin als Willkommenskultur und ja, da stehen wir gerne dafür ein. Da stehen wir sehr gerne für und dachten, das wäre doch hier die Plattform, um diesen Monat diesen Hashtag zu verwenden. Es gibt viele Aktionen da draußen, die in der Richtung aktiv sind. Das ist eine, mit der wir jetzt immer mal zu tun hatten und deswegen freuen wir uns auch umso mehr, freuen uns, mit denen verbandelt zu sein. Der Anlass an sich ist jetzt ja nicht ganz so zum Freuen, aber wenn guckt ihr mal, Ideen habt, Aktionen habt für mehr Menschlichkeit oder gegen Rassismus, dann verseht eure Fotos, eure Videos und alles, was ihr macht, gerne mit dem Hashtag und dann können wir das auch mitkriegen. können wir das Ja. mitkriegen, können alle Leute da draußen das mitkriegen. Ich glaube, das ist gerade genauso wichtig. Und gemeinsam bewegt man vielleicht ein bisschen was. Sind doch ein bisschen Ja. mehr. Es ist so, im Zuge von dem Ganzen haben wir so ein bisschen, man wird dann ja doch auch, man guckt zurück und es ist ja ein Thema, was jetzt nicht erst, also jetzt das aktuelle in Lesbos ist natürlich letzten Mittwoch aufgetaucht, also Hat sich passiert. verschärft. Es ist ja jetzt aber nicht so, dass das erst gestern angefangen hat. Wir haben dazu schon vor Jahren, als Künstler hat man ja viele Möglichkeiten, aber wenn man Liedermacher ist, so wie wir oder wie Mire, vor allen Dingen natürlich Songs zu schreiben. Wir haben schon mal ein ganzes Statement dazu gemacht. Vor allen Dingen das erste Lied von dieser Platte ist unsere Gedanken, die wir schon damals 2015 zu dem Thema hatten. Füll die Willkommen wie me to hus. Und wenn ihr wollt, hört es euch doch nochmal an. Vielleicht spricht es ja den einen oder den anderen oder der einen oder der anderen von euch auch aus der Seele oder in die Seele rein, dass wir zusammen da ein bisschen gucken können, wie wir das in eine gute Richtung bewegen können. Die alles. CD gibt das nicht mehr. Die ist unverkauft, ne? Das ist unsere Akustik-EP, aber auf Spotify und digital könnt ihr da noch reinhören. Also der Song heißt Be Me to Who's. Genau. Da dachten Jo. wir, den möchten wir euch noch mitgeben. Jo. So. Wir kommen, wo das jetzt alles gesagt ist, wieder nach einem Schluck Kaffee zur nächsten Kategorie und die heißt so. Hamburg. Das Leben der einfachen Leute ist schwer, das Wetter schlecht. Wer nicht reich ist, der ist arm. Wat Guide. Ja, liebe Leute, ich lese hier gerade, Wat Guide, Tommy, Dean Horsen so schmucken mal. Ja, einige von euch haben es mitgekriegt. Das sind, glaube ich, die längsten Maltehaare, die es bisher gab. Jemals. Ich bin mir doch nicht ganz so sicher. Es gibt 2010 gab es eine ja, Phase, das wo ist sie, auch. da geht es jetzt vielleicht noch um ein paar Millimeter, aber ich dachte, Pandemie ist ja nur einmal, also hoffentlich nur einmal im Jahr und einmal im Leben hoffentlich vielleicht auch und da kann man ja wenigstens mal die Haare lang wachsen lassen. Mal gucken, wie lange ich das noch durchhalte. Noch ist spannend. Genau, also das geht auf jeden Fall. Malte geht nicht zum Friseur. Malte bleibt dabei und anhand von dem Haarstand kann man messen, wie lange schon Corona am Start ist. Genau. So Die ungefähr. lustige kleine Geschichte dazu, wir sind hier beim Klönschnack. Eine lüde Geschichte aus meinem Leben. So. Oha. In der letzten Woche vorm also bevor der richtige große, bevor das alles zugemacht wurde, Lockdown nannten das einige Leute, da habe ich noch gedacht, Mensch, Malte, eigentlich müsstest du zum Friseur gehen. Eigentlich wärst du dran. Naja, kannst ja noch gucken. Gigs sind ja jetzt erstmal, da waren schon die meisten Gigs abgesagt von uns. Und ich so, ja, SJT, Gigs, ne? SJT. Und dann wurden die Friseure zugemacht. Und als sie wieder aufgemacht wurden, dachte ich dann, da war ich schon weiter in meinem Gedanken, das denn wenigstens bis Weihnachten jetzt durchzuhalten. Mal gucken. Ich Mal sehen, ne? bin Wir sind alle gespannt. gespannt. Also, Wat Guide. Malte geht nicht zum Friseur. Das hätte ich nur vertellt. Was geht sonst so? Wir haben einiges doch zu tun jetzt diese Woche.
Genau. Spannendes. Wir werden nämlich ein neues Video drehen, das können wir jetzt schon verraten. Also in der nächsten Woche wird in Norddeutschland gedreht. Wo genau, können wir noch nicht verraten. Und was genau natürlich was genau auch noch nicht. nicht, aber- Hoffentlich dann beim nächsten Klönschnack. Genau, es Aber- wird ein neues Video geben und es wird wild und wir Es wird freuen uns. wild und wir freuen uns sehr und haben Bock drauf. Und, Und es ist gut, dass Malte so meine- lange Haare hat. meine Haare haben durchaus doch auch eine Funktion da drin. Genau. Wir freuen uns sehr. Es wird natürlich ein Video zu einem Song von unserem letzten Album Ahab sein, was natürlich immer noch unser letztes Album ist. Und Ja, es das ist ganz Hörspiel, aktuell. es wird ja auch nicht aktueller. Wir haben uns mit Gero neulich unterhalten und auch gesagt so, hey, falls das irgendwie so jemand so aufgefasst hat da draußen, dass das halt unsere Prophezeiung sei, ja, ist sowas nicht gemeint, sorry. Aber Was meinst du mit Corona oder was? mit allem, Ja, mit allem, was so Ja. läuft. Einige Leute von euch kennen ja uns ganz gut. Der Gero, das ist hier der dritte im Bunde, der da auf dem Bild, der hat uns eine nette Grußbotschaft zukommen lassen und wollte sich euch allen hier auch nochmal vorstellen. Wer ihn also noch nicht kennt, Ja? möchten wir euch jetzt vorstellen, das hier ist Gero. Der Autor des Hörspiels Ahab. Moin Leute, ich bin Gero Beckmann vom Theaterkollektiv Girl to Guerilla aus Berlin. Ich habe mit der Tüdelband aus Hamburg zusammen das Hörspiel geschrieben und produziert, Ahab, um das es hier geht. Ein Stück, wo es das ganz viele verschiedene Themen behandelt, die uns eigentlich alle angehen, die dafür gesorgt haben, dass das Leben nicht so lässig sein könnte, wie es sein könnte. Dazu gehören irgendwie Umweltschutz, Erstarken des Rechtsradikalismus, Gentrifizierung und dergleichen mehr. Also ein ganz aktuelles Stück eigentlich und was aber, glaube ich, auf sehr zugängliche und unterhaltsame Weise dann doch diese Themen vermittelt, sodass man auch ein bisschen Freude draus ziehen kann, auch wenn es manchmal richtig finster zugeht. Und dass man die Hoffnung nicht aufgibt, dass es zusammen daran arbeitet, dass es irgendwie besser wird. Darum geht es da. Und deswegen hoffe ich, dass es euch anspricht, dass es euch gefällt. Ihr könnt euch die wunderbar produzierte CD, 3 CDs, könnt ihr euch bestellen auf www.dietuedelband.de im Shop da. 3 CDs, auf 2 CDs ist das Hörspiel, auf einer ist der Soundtrack, der ganz wunderbar komponiert wurde von der Tüdelband. Sehr hörenswert. Und ja, ich hoffe, dass wir uns irgendwie dann bald auch live wiedersehen können auf einer der kleinen oder großen Bühnen hier im Norden oder auch anderswo. Ich hoffe, dass wir das alle gemeinsam gesund und finanziell und geistig unbeschadet durch die Zeit schaffen. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald in echt bestimmt wieder. Bis dann! Jo, Das war Gero Beckmann. und hij heeft dat als zegt, hij heeft dat verteld, wie vrij ons uit Bannig jichtens van den ook weer op de bühne te staan, op de Lünne und de großen Bühne in dieser Welt und Ahab dann mal auf die Bühne zu stellen. Ne? Ja. Mal sehen. Er hat es schon angekündigt, man kann das immer noch auf unserer Webseite erwerben. Wenn ihr also Interesse habt, guckt da doch mal vorbei. Wenn ihr dann aber gerade auf der Webseite seid, Genau, wir haben verschiedene Bereiche, die Stück für Stück wachsen auf unserer Website, dietüdelband.de, und eine Kategorie ist Kinderchrom. Da kann man verschiedene Möglichkeiten finden, um mit Kindern zusammen Spaß an unserer Musik, Spaß am Plattdeutschen zu haben, die Texte vielleicht ein bisschen kennenzulernen und darüber ein bisschen Plattdeutsch zu lernen. Und wir haben auch eine Playlist fertig gemacht auf Spotify, die heißt Sommerkinder, die Sommerkinder-Playlist mit allen Songs von uns, die kindertauglich sind. Stichwort Sommerkinder, Mensch, Mire, die Überleitung, die nehme ich doch mal direkt. Die wäre gar nicht so schlecht, Die wäre ne? gar nicht so schlecht. Hier für die nächste Kategorie. Meine Damen, meine Herren, wär's nicht bang, kommt immer dran. Köpen, jawohl. Natürlich,
auf unserer Webseite gibt es diesen tollen neuen Shop und ihr wisst ja, der Trend geht zur Zweit-CD oder zur Zweit-Vinyl, gerade jetzt in den wilden Zeiten momentan, wo wir sind, gerade auch für uns Künstler und Künstlerinnen, nicht nur bei der Tüdelband, aber natürlich auch bei uns, ist es wichtig, dass ihr, wenn ihr Lust habt, gerne uns doch unterstützen könnt, indem ihr zum Beispiel, falls ihr diese CD noch nicht habt, doch gerne diese CD euch erwerbt. Das ist eine aus dem Jahre 2014, also doch auch schon durchaus etwas älter. Da habe ich auch noch so lange Haare wie du jetzt. Ja. Ungefähr. Ja, also einige Songs drauf, die wir jetzt auch ein bisschen länger schon nicht gespielt haben, aber einige haben wir auch immer noch im Set gehabt. Hier und da entdeckt man nochmal was Neues. Ein Song zum Beispiel ist da drauf. Fulle Fahrt für Ruth heißt der. Volle Fahrt voraus. Und wer genau hinhört, kann da sogar Blockflöten entdecken. Das glaubst du nicht, ne? Glaubst du nicht. Was nicht eins gibt. Was nicht eins gibt. Was habt wir noch? Afpiep verloren. Auch. Oh, Abspiel verloren, Tommy. Apfel verloren. Ich Hier. hoffe, das, was du gerade geschrieben hast, ist nicht das, was ich denke, was du gerade geschrieben Was hast. hätte ich geschrieben? 4:2 4:2. ist Ei, richtig ei, ei. rum, so rum. Das wäre es, also wenn 4:2 richtig, also Na? ich interpretiere das richtig oder falsch? Tommy, schreib es mir. Wer Vielleicht schreib führt? es mir nicht. Sag doch Wer einfach, führt, wer aber führt. es ist wir sind auswärts unterwegs gerade, ne? Ei, ei, ei. Okay. Ja. Ja, Gestern Afpiep- großes Nordderby, ne? Oh ja, liebe Leute, Mire kann ja kurz mal zugeben, Ich habe gestern Fußball geschaut. Ne? dass, weil so häufig spielt der fast eigene Verein. Ich glaube, näher an deinen Geburtsort dran geht das doch bestimmt gar nicht im professionellen Fußballbereich, oder? Also ich würde sagen, das war sehr professionell gestern. Ja, ne? war's, genau. SV Also- Todesfelde, ihr wart super, auf jeden Fall. Wir haben mitgefiebert von Hamburg aus und tipptopp. Also Grüße an alle, die das möglich gemacht haben. Wir haben es massiv gefeiert. Ja, und diese ganzen Lieder, wenn ihr Lust habt, hört doch mal rein. Sommerkinder, immer noch, wie ich finde, auch eine ganz, ganz großartige Platte. Ich bezeichne sie ja, darf man das hier so sagen? Ja doch, also ohne die Platten davor irgendwie downgraden zu wollen oder schlecht machen zu wollen, aber für mich war das irgendwie so die erste, also das war so, dass als die rauskam, hatte ich so das Gefühl, Mensch, ja, das ist die Platte, die wir jetzt seit 5 Jahren machen wollten. Zu der Zeit gab es die Band ja schon 5 Jahre und die Platten davor irgendwie, finde ich, zeigen alle sehr deutlich auf diese, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Ja, für mich war das nicht so deutlich. Für mich ist das eher so wirklich jede Platte für sich irgendwie eine Weiterentwicklung. Aber ich kann schon verstehen, wie du da drauf kommst. Ja. Und weil es so schön ist, liebe Leute, natürlich wollen wir euch ein Lied davon spielen. Jetzt hier in unserer jetzt schon legendären Klönschnack-Version. Und ihr erinnert euch vielleicht an letztes Mal, das hat immer mit... Oh Gott, Tommy, du hast es geschrieben. Ja. Na? Und ich Du hier sehe musst ich es gerade auch eine vertellen. Frage, Mire, noch, bevor wir dieses Lied spielen. Todesfelde, Steht jawohl. der Termin in Breglum im Oktober noch? Wurde hier gerade gefragt. Jawohl, also auf dietüdelband.de/Termine findet ihr alles, was so in diesem Jahr noch laufen wird und auch alles, was nicht gelaufen ist. Und die Liste der Termine, die abgesagt wurden oder verschoben, ist leider sehr, sehr, sehr lang. Das wird einem da deutlich. Aber Breglum? Breklum steigt. Also es Breklum gibt steigt. nicht viele Termine, die noch nicht abgesagt sind für dieses Jahr. Und so wie es aussieht, können wir im Breklum spielen und wir freuen uns wahnsinnig darauf. Also, Kellerbeats, Kellerbeats. Bione, ne, Big Beat, Berger. beste Grüße nach Nordfriesland. Wir kommen. Und in dem Sinne, und spielen wir euch jetzt was, aber vorher soll es dazu natürlich auch das hier noch geben. Zet die doll und hör toe. Dat lohnt allemaal. Oh, danke, lecker. Ja, in unserer Klönschnack-Version den Titelsong von diesem Album für ein bisschen. Der Sommer bleibt vielleicht nicht mehr so lange. Ach, der kommt wieder. Der kommt wieder. Damit er wiederkommt, spielen wir euch Sommerkinder. Liebe Leute, viel Spaß dabei und haltet euch. Habt's gut, bleibt positiv und nett und optimistisch und Den kann auch gar nichts schief kann gehen, auch ne? gar nichts schief gehen.
verwischen, singt ihr mal Lieder, lacht bitte doch, komm morgen kühn. La la la, ja, ja, Sommerkinder, so was du und ich. La la la, ja, ja, Sommerkinder, so was du und ich. Sommerkinder, lopen vor de stad. Doch dat je maar met een aldag poos hebt. Ze loopt even vissen, zingt je maar Lieder, lacht bitte toch kom morgen kühn. La la la, ja, ja, Sommerkinder, zoals du und ich. La la la, ja, ja, Sommerkinder, zoals du und ich. La la la, ja, ja. La la la, ja, ja. Ik zie ze immer verder. Op Plankton in der Stadt. Sie war doch nicht mehr hübsch. Bitte doch, sie wieder La la la, ja, ja. Sommerkinder, Sommerkinder, la la la, ja, ja. Sommerkinder, Sommerkinder, la la la, ja, ja. Sommerkinder, so was du und ich. La la la, ja, ja. Sommerkinder, so was du und ich. La la la, ja, ja. La la la, ja, ja. Jawohl, die Sommerkinder. Also, liebe Grüßen an alle Sommerkinders zu buchen. Und Mag das gut? mag das gut. Ja. Hashtag. Wir sagen Moin. Wir sagen Moin. So ist Und- das gut. Ja? Hold you 50. Audio fuchtig. Schreibt uns gerne noch in die Kommentare. Und wir sind gleich auch noch ein bisschen online und werden dann noch mal ein bisschen antworten. Jawohl. Bis zum nächsten Mal. Termin für die nächsten Klönschnack-Runden gibt's schon, ne? Steht auf Oh ja. dietüdelband.de. Da findet ihr alle Konzerte, die verschoben wurden, alle Konzerte, die hoffentlich stattfinden werden noch. Wenn das Wetter es will, geht's auch noch nach Bremen demnächst. Genau, freuen wir uns drauf. Ansonsten macht's gut und bis bald. In Hamburg sagt man Tschüss. Das heißt auf Wiedersehen.